Haut begleiten mat Carmen und Imena de Staat für Ableger an ihren Hobby zu kreieren. Sie betreiben 2 verschiedene Fashion-Blogs. Carmen hat uns bei sich daheim mehr darüber erzählt. Blogs, das sind so Online-Tagebücher sozusagen und die bestimmten Definitionen dafür, aber natürlich halt nicht darin sich drin. Sie ist seit 2011 Bloggerin und hat eben angefangen, wo ich in Deutschland geplant habe, sie für zu studieren. Da hatte ich dann endlich die Courage, weil ich ein bisschen an der Anonymität von der Großstadt gewöhnt habe, für uns zu fangen. Mein Blog ist ja auf Englisch und das war für mich von Anfang an wichtig, weil ich wollte international Leute erreichen. Englisch ist einfach der Bloggerspruch überhaupt und ich meine in Deutschland oder in Italien finde ich gerade so viele Leute, die auch nicht hier Mama-Spruch benutzen. Mein Blog ist hauptsächlich Fashion und Beauty und dann aber auch Tester von so einer neuen Creme, was ich dann davon erhalten. Und heute dann eben ein Rezept oder wenn ich ein Verkaufsforum mal einen Reisebericht. Hast du bestimmt ein Konzept für den Blog oder gehst du einfach so, wie du bist? Konzept, da das schwer gesucht. Also die lesen sich natürlich immer beeinflussen. Aber ich denke aber auch, dass Authentizität der Schlüssel dazu ist, heutzutage noch erfolgreich zu sein, wo so viele Blogger gehen und du willst probieren, ich dann noch mehr ich selber zu sein, wie vielleicht noch am Anfang. Bloggen ist wirklich meine Passion und auch mein einziges richtiges Hobby. Dementsprechend ganz wichtig für mich und ich investiere bis zu 4, 5, 6 Stunden in den Tag, vielleicht den Weekend öfter wie an der Woche. Ich mag noch nicht, dass ich mehr ankaufe wie 4 meinem Blog, das heißt, mein Kasten hat sich da konstant gehalten. Was halten die Familie und Freunde davon? Mittlerweile weiß ich das nicht. Am Anfang war da der größte Drama für mich, wollte ich überhaupt keinem delen. Das ist natürlich komisch, wenn Privatkollegen auf die Tür kommen und du zählst ihnen eine Geschichte, dass sie so, ja, ich weiß es schon von deinem Blog. Wie reagierst du mit deiner Community? Sind das echte Freunde für dich oder echte Fans? Also ich freue mich natürlich schon über alle Follower und dementsprechend manchen heinst du so Gewinnspieler. Wenn sie mal schreiben, dann anfreunde ich ihnen, gehen ihnen mal rot, wenn sie die frohen, natürlich dann dem sind wirklich echte wie Kollegen. Wird Bloggen der Leben geändert? Also noch Spaß oder ist das schon wirklich eine Responsabilität für all da etwas Neues zu bringen? Das ist definitiv noch immer eine Passion. Aber das ist natürlich auch einen gewissen Druck dahinter. Wenn ihr regelmäßig Leser hört, dann fühlt ihr sich auch dazu verpflichtet, ihnen etwas zu bieten. Muss ich als Blogger mehr Selbstvertrauen haben oder könnte das mit der Zeit? Es könnte definitiv mit der Zeit. Also ich habe mein allererstes Outfit-Foto, da habe ich mich noch nicht getraut, mein Gesicht zu weisen. Später habe ich mich auch im Blog noch nicht getraut, Fotos auf der Straße zu machen. Mittlerweile stelle ich mich in der Stadt an Grand Rue und ignoriere einfach die Leute rundherum. Was für Events kannst du als Bloggerin besichern? Hier am Land ist es seit diesem Jahr so, dass auch die Marken auf uns aufmerksam sind. Das heißt, wir gehen auf hier Presse-Events eingeladen, gerade so wie eine Zeitung oder ein Radio auch. Also das ist natürlich irgendwo Werbung, wenn ich gucke, da lang wie viele Leute mal so, schon mal das Lokal, weil du auf deinem Blog vorgestellt hast, und da geht sich natürlich auch bewusst, dass ihr einen gewissen Influence auf die Leute hört. Aber für mich ist es einfach immer mehr ein Erfahrungsbericht, weil ich auch die negativen Aspekte erwähne. Bloggerlo habe ich zusammen mit dem Anuk gegründet. Am Anfang kam die Idee aus Deutschland, weil da, wo ich zu Bonn studiert habe, hatten wir auch schon so eine Facebook-Gruppe, wo ich im Träger plötzlich geplant, sie wusste, das gibt mir aber fehlen und dann habe ich dem Anuk das 4 geschlagen. So haben wir dann die Facebook-Gruppe gegründet, die eben dafür da ist, hauptsächlich Austausch an der Blogger zu fördern und noch Treffen zu organisieren. Am Ausland gehen nicht ganz viele Professionalblogger, die damit Geld für den Event machen, nehmen in einzig Stufe, wo seinem Blog leben kann. Dann sind Blogs zu Lützburg auch relativ jung, also ich meine Kinder, die wie ich schon über 3 Jahre bloggen, während aber das Jahr da ganz viel neu beikommen sind. Vielleicht ein bisschen wie unerfahrene Community, aber gerade so mit dem Herz aber da sehr dabei. I'm a personality brand blogger, so I help women just generally try to get their confidence. With blogging, I've been able to make my income on there. I do a lot of coaching with clients all over the world. I came in 2001 after finishing IT studies in Denmark. This was after the IT crash of 2000, a hard time to find work. I came to Luxembourg and took a job and have lived here now since then. I blog about food and traveling, so it's a hobby blog. I had a restaurant experience in Spain where I went to one of the 50 best restaurants in the world, and that was a food experience that blew my mind. When you come to this level of restaurant, it's a level where excellence and passion for the work and craftsmanship on all levels are so high and fascinating that I wanted to investigate more into this. So far, the idea is to write optimistically and positively about the future, because I think it's so easy to take down other people's passion and hard work and to criticize, whereas I want to promote those that do well.
this community, they're very young and they're exposing us to really be authentic. They're following their desires. They're not hiding out. Yeah, it's an ambitious group. The bloggers are someone who has a story to tell. They put a lot of hours into the blog. It's much more time consuming than the end product you see, and it's a learning experience. This is the platform. Yes. Was für Erfahrungen hast du durch Blogger gemacht? Relativ viel, also ich meine, allein der Kontakt mit der Presse und dass du auch auf so Events gehst, das ist natürlich eine gute Basis, wenn du zum Beispiel willst, am Journalismus schaffen. Durch Blogger Lugruppe, aber auch ein bisschen, wie jemand Leute zusammen schafft in einer Gruppe. Was ist dein Ausblick für die Zukunft? Also ich will auf jeden Fall noch weiter meinen Blog machen, so lange wie es immer geht. Dafür hoffen wir schon immer, dass ich keinen Job und den nur zu viel Zeit vorteilt. Mit der Freude der Zukunft, dass ich natürlich auch immer, ja, willst du es professionell machen. Das ist bei mir nicht der Fall, weil ich denke, ja, du warst dann 5 Jahre für eine Studieren gegangen und glaubst, was mit deinem Blog zu tun hat. Aber weil ich auch weiß, dass es anstrengend ist. Also Leute meinen vielleicht, ja, du musst per Foto, schreibst 2, 3 Sätze dabei, aber denkst du, mit dein Geld mit, das ist viel mehr Arbeit.